Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit dit und dat. Die Tiet, die is mal wieder rum. Ich freu mi, dat du vorbeikiekt. An Wochenende sind die Parlamentswahlen in Ungarn. Ich muss nicht groß verkloren, dat dat ganz besondere Wahlen sind. Also für Europa oder für Russland. Stinkstävel Viktor Orban ist der Titelverteidiger. Peter Magyar de Herausforderer. Magyar liegt in Umfragen deutlich vorn. Viktor Orban, frei übersetzt, der Siegervogel, bekommt nu tüchtig Amtshilfe ut Amerika, ut Russland und von so rechts verwirrtet Gesocks. Neutral bekecken hätt hij aber keine Chance. Die Ungarn sind im Lied. Aber, und das sag ich ja nu, weil heb die Recken andern Wirt mockt. Sonntagabend, heit dat Wette, and the winner is Viktor Orban, de Siegervogel. Ich hoff, ich hef mi täuscht. Ansonsten geht mir dat bald, als düssen 37-jährigen jungen Kerl, der sich so ein antüdelt ha und mit dem ICE in Ostdeutschland unterwegs war. Mit 3,2 Promille hat hij dat Klo nicht gefunden und ist in dat Schaffner Afteil torkelt und hat dort hinpisst. Wahrscheinlich hat hij auch noch tau dan Schaffner sagt, hier hast 20 Cent, das alles für die, lass die dat mein Gaut gehen. Am nächsten Bahnhof habt die Kollegen von Rohn-Krütz den aber abholt und mitnahmen. Wer blieb bei de jungen Lü? In Norditalien, da wohl nu ein 31-jähriger Kerl ut de Wohnung, die hij mit sin Mutter bewohnt, nicht uttrecken. Die Mutter ist nu für Gericht trocken und hat Recht bekommen. Mit 31 Jahren muss man in die Lage werden, sich selbst zu versorgen und klar zu kommen. Gerichtskosten von 3.000 Euro muss er nu auch noch übernehmen. Auch in Italien, aber denn doch werde Gas anders lagert. Ein Ehepaar hat in Ägypten Urlaub gemacht. Und die 5 Kinder in alle von 8 bis 17 Jahren zu Hus laden. Obdrach, Selbstversorgung. Das hebt die Behörden dort aber doch anders sein. Die Kinder, die sind nu einmal in amtliche Obhut. Und dann ist dort nur noch ein LKW verschwunden, der mit 400.000 Stück KitKat auf dem Weg von Italien nach Polen war. Ob die 5 Kinder dort nur achter steckt, das ist noch nicht ganz gut. Aber die Obdrach hat doch heiden Selbstversorgung. Wenn du in Deutschland mit dein Leben so nicht ganz klar kommst und Hilfe brauchst, dann bist du gefreut bevormundet worden. Dat gibt dat heutzutage aber nicht mehr. Du kriegst hüt einen Betreuer. Und nu ist eine, der sich von seinem Betreuer nicht helfen lassen will, auch vor Gericht trocken und hat Recht bekommen. Du hast das Recht auf Verwahrlosung. Ja, wer da Interesse an hat, sagt Bescheid, einfach mal googeln. Recht auf Verwahrlosung. Helmut, wollt das nicht auch was für die? Helmut! Moin, ja, hier bin ich wieder, Helmut. Also, ganz so schlimm ist noch nicht. Ich hef das auch gelesen, ich hef aber auch was anderes gelesen. Lada, also diese russische Premium-Autohersteller, die habt das in März schafft, kein einziges Auto zu verkaufen. Also, sie habt das nicht schafft. Das heißt, sie habt
das schafft, das nicht zu schaffen, das kann in meinen Augen je nicht an die Qualität von Lader liegen. Die sind je robust und tauverlässig. Also Blechstärken, die so in das Ort je eigentlich in Deutschland bloß noch von Blom und Voss so verbaut wird. Und mit so einem großen Schraubentrecke und eine Kombitang kannst du dir hier sogar auch noch die dürre Werkstatt spuren. Das sind doch nur alles eigentlich Punkte. Wenn der Donner gehen will, dann müssen doch die einen Fiat feuert, alle einen Lader feuern. Besonders auch in Wien, das macht so ein Lader doch überhaupt nichts gut. Und wenn das denn doch mal so ein Betten knarrt und klappert, dann hätte das nix mit dann für Lader so volkstümlichen Begriff Knarrenkassen zu down. Ich mein, so ein Fiat klappert ja auch mal. Und Lancia hört ja auch zu Fiat, das hört sich doch als so ein Betten nach Lader an. Also an Preis kann das ja wohl überhaupt nicht liegen. Billige Karzüge kein Auto köpen. Nach meiner Meinung hängt der schwächelnde Absatz bloß mit der Motivation von dem Vertrieb zusammen. Du musst die Verkäufers mehr Maut schnacken. Du musst ihm motivieren und Selbstvertrauen geben. Also, Gaut, das Design, das dürfst du nur auch nicht mehr so art langweilig verköpen. Das musst du mehr so art titlos durchstellen. Und wenn du den in Deutschland mit der Top-Variante Lader Sport noch ein paar Turnschau mit in Kofferraum legst, dann müsst das doch wieder loben. Also, ha ich min Führerschein noch. Also, ich wär dabei. Tschüss, Helmut. Besten Dank, Helmut. Aber auch an Führerschein kann man ja Autos verköpen. Was hältst du denn davon? Letzte Rubrik, hüt mal wieder Sport. Italien. Das hätt sich ja hüt schon so ein Betten durch die Sendung trocken. Bei die WM in Sommer, da sind sie nicht dabei. Das dritte Mal achte ein Anna. Von daher hätt man sich ja auch all angewöhnt. Aber eine WM an Italien, das ist doch meist so wie Spaghetti-Is an Erdbeersoße. Aber vielleicht blifft Italien auch so einiges erspurt, was die anderen noch beleben wird. Wie Schall, Absein von Mexiko, in USA und Kanada, Foutballstimmung obkommen. Foutball ist dort doch ein Randsport. Die FIFA, die konzentriert sich auch viel mehr ob das Publikum und ob die Fernsehrechte. Dort wird nämlich afmolken. Die Vorcourt von der Binnenstadt, Boston, na das Stadion. Okay, hin und zurück. Bet her $20 kost in de Tit $80. Von de Ticketpreis mal ganz zu schwiegen, ein to Feier, dat is in de Tit de Währung. Überall. FIFA El Chefe, die heißt Gianni Infantino. Mehr musst du doch überhaupt nicht wetten. Also zum Teil ist Italien je doch dabei. Ciao. Arrivederci. Germania. Kanale platt. Düt und dat. Ich sag Tschüss. Ich bin Jürgen Müller.